die Shuttle. Hier ist Hotel Invictus vom 9. Zug. Hören Sie mich? Wir hören Sie, 9. Zug. Sind fast am Bombenareal, Commander. Werden ziemlich rumgeschleudert. Näher gehen wir nicht ran, Lieutenant. Suchen Sie nach einem Platz, wo Sie Ihren Zug absetzen können. Verstanden. Erzählen Sie mir was über diese Cerberus-Bombe. Sie ist nicht von Cerberus, Commander. Sie ist turianisch. Was soll das heißen, turianisch? Sie wurde vor Jahrhunderten platziert, nach den kroganischen Rebellionen. Die Bombe diente dem Schutz vor einem weiteren galaktischen Krieg. Brutal, aber es leuchtet irgendwie ein. Es wäre das Ende der Kroganer, wenn sie Mätzchen machen. So eine Taktik schafft kein Vertrauen. Aber jetzt müssen wir erst die Bombe entschärfen. Ja, aber Cerberus hat sie gefunden. Die Detonation würde einen Krieg zwischen meinem Volk und den Kroganern bedeuten. Stimmt. Das erklärt die Geheimhaltung. Wo ist sie? Bei diesen Gebäuden vor uns. Cerberus hat vor, sie auszugraben. Der 9. Zug wird ihre Flanke decken. Bei der Aktivität merken doch die Kroganer, dass was faul ist. Dann dürfen wir nicht versagen, Commander. Hab verstanden. Bewegung, Leute! Deckung suchen! Köpfe runter! Und somit grüß dich zurück zu Mass Effect 3 auf Tuschanka, wo wir dieses Bömpchen finden müssen. So, dann legen wir uns mal wieder mit Cerberus an. Ja genau, hätte ich gesagt. Klingt am logischsten. Ach ja. Ich habe unseren Shepard noch mal ein bisschen überarbeitet. Neue Waffen. Wir müssen weiter, Shepard! Ja, ja. Halt's Maul. Generator, Schilde. Wie ihr sehen könnt, hier ist die Hölle los. Sabotage, Kampfdrohne. Wachgeschütz. Sabotage, Wachgeschütz. Das klingt für mich etwaig logisch. So. Sorry, dass ich jetzt ein bisschen herumschalte. Aber ich habe wieder mal ein paar Tage nicht mehr gespielt. Jetzt brauche ich wieder einen Moment, bis ich wieder drinnen bin. Ach, Garus. So sehr ich dich mag, aber irgendwie... Warte ein bisschen, ich werde das anders machen. Das Spiel hat so viele Fehler, die hatte ich auf der Xbox 360 nicht. So, mal weiter nach vorne rücken. Es wird dich entzücken, ich will nach vorne rücken. Boah, hier geht's rund. Au! Ich sehe nichts. Ich weiß, Liara. Macht's mich nicht nervös. Alter, was ist denn hier los? Echt? Wahnsinn, wie viel Fehler dieses Spiel hat. Ehrlich, ich bin
über die Xbox, über das Remastered im 3. Teil ein klein wenig enttäuscht, muss ich ehrlich gesagt gestehen. So, und dafür darfst du Geld zahlen. Schrecklich. Wie gesagt, die 360er Version lief besser. Aber um Welten. Du sollst hier rauf, Shepard, danke. Wir können hier nicht bleiben! Habe ich schon mitbekommen. Zurück! Shepard, wir müssen in Bewegung bleiben. Du bist ja ganz ein schlauer Garus, wirklich. Durchrülpsen will ich nicht. Erreichen. Muss ich den Auslöser umprogrammieren? Verstanden. Kein Wie gesagt, die alte Version, die 360er Version, lief bei mir stabiler. Muss ich gestehen. So, Kampfdrohne bitte. Ich will dieses Geschütz in seine Einzelteile zerlegen. Diese Schilde sind verdammt effektiv. Ja, ich weiß. Ich habe leider keine andere Gegenwaffe. Ah! Nee, nicht, Betäubung. Was hast du? Annäherungsmine. Überlastung bitte. Warp Muni. Warp. Stase. Mach du mal das hier, Mädchen. Und ich heil uns. Wir werden es benötigen. So. Das bedeutet Krieg. Ah. Kurzen Augenblick. Schaffe ich wieder Briefschlitz? Schauen wir mal. Sehr gut. Du hast Probleme, wirklich? Menstruierst du etwa? Da kommt aber früh drauf, ha, dass er Verluste erleidet. Ich erleide sie auch gerade. Danke. Alter. Macht's mich nicht deppert. Ich brauche was anderes. Verbrennung, Überlastung. Hört sich geil an. So, kurz. Ah, Inhalt wird gespeichert. Sehr gut.
schaue ich nur gerade, wo ich noch ein bisschen Munition benötigen könnte. Wir nehmen hier wieder was mit. Sehr Wir gut. besiegen die Kroganer und legen dann eine Bombe auf ihrem Planeten. Ganz schön extrem, aber es waren verzweifelte Zeiten. So viel durchzumachen und dann alles in einem gewaltigen Blitz zu verlieren. Das ist fürchterlich. Tja, Liara, ich verstehe gar viel nicht mehr. Cerberus leistet Widerstand, aber der neunte Zug rückt vor, Commander. Gute Arbeit, Lieutenant. Ich wusste gar nicht, ich habe echt nicht mehr in Erinnerung, oder vielleicht ist das schon zu lange her, dass das Spiel so ein Ausmaß annimmt. Ja, ich sehe nichts vor lauter Rauch. Alter, raucht nicht so viel. Da müssen wir das anders machen. Nehmen wir das hier. Bitteschön. Ich sehe nichts. Commander, wir liegen unter schwerem Mörserbeschuss. Hohe Verluste. Wir nehmen Alternativroute. Umrunden das Bombenareal. Verstanden. Interventionsprotokoll fast abgeschlossen. Verfügbare Einheiten, Scheppern ausschalten. Was? Scheppern ausschalten? Na bitte, jetzt haben wir es benannt. Ah. Medikit. Zielfernrohr, brauchen wir alles irgendwann mal. In der Zwischenzeit drin, irgendwann. Eine Menge Funksprüche von Cerberus. Sie bereiten die Evakuierung vor. Das klingt gar nicht gut. Nö. Da muss ich dir leider recht geben, Shepard. Nur? Cerberus zieht ab. Merkt man gar nicht. Die Waffe ist so geil. Na komm, sterb da hinten. Hallo. Du alte Rotze. Ich hau dich nieder. Warte mal. Probieren wir nochmal das. Vielleicht funktioniert das. So, sehr gut. So will ich das und nicht anders. Von der Rampe aus haben wir einen besseren Überblick. Einverstanden. Dann los. Der Sascha, der ist arbeitslos. Was macht er ohne Arbeit bloß? Nein, ich sing eh nicht weiter. Unfassbar, dass das Ding so lange unentdeckt geblieben ist. Es war wohl weit genug unter der Erde. Cerberus musste es erst ausgraben. Hoffentlich weiß Victus, was er tut. Wir kriegen keine zweite Chance. Wir müssen weg, Shepard. Commander, wir sind am Bombenareal. Gehen zur Kontrollstation. Verstanden. Wir sind unterwegs. Hä? Ah, hier entlang. Kurz einen Blick. So, ich habe ein kleines technisches Problem gerade. Kurz einen Blick. Mach mal so. Konzentrationsmodul, das hört sich erst lustig an. Kann ich mich dann... Evakuiert. Der Weg zur Bombe müsste also frei sein. Das glaube ich nicht. Ich vermute eher, dass sie schweres Geschütz aufhaben. Musst du es unbedingt verschreien und hier rumspoilern, Garus, hä? AWS geliefert. Ich hatte ja hier irgendwas mit Überlastung. Hier, bitteschön. Das hat nichts genutzt. Wer ist denn jetzt kaputt? Ah, die Kleine.
Ah, hier gibt es zum Glück Medigel. Sieht aus wie Steuerungspläne für automatische Geschütze. Helfen mir jetzt nicht, könnten später aber nützlich sein. Zitadell-Steuerungspläne. Okay. Ja, wir müssen sowieso alles machen. Wenn ich Shepard... Cerberus hat einen Vorsprung. Wir sind nah dran. Los! Wenn ich es wirklich schaffen will, dass Shepard überlebt, muss ich so gut wie es geht alles mitmachen. Ich bin an der Steuerkonsole, Commander. Cerberus hat vor dem Auslöser eine Firewall aufgestellt, um uns zu bremsen. Ich muss eine Überbrückung herstellen. Das dauert eine Weile. Wie gesagt, kein Auslöser, keine Explosion. Wir sorgen dafür, dass Sie genug Zeit haben, Lieutenant. Verstanden. Beginne mit Überbrückung. Und danke, dass Sie mir diese Chance verschafft haben. Machen Sie es richtig, Soldat. Upsi. Achtung! Commander! Konzentration auf die Bombe. Wir kümmern uns um Cerberus. Detonationsprotokoll gefährdet. Shepard blockiert Zugang. Alle Einheiten. Niemand kommt an uns vorbei. Klar? Klar! Reich. Da Na- kommt Verstärkung! Na, das ist eine Action. Wachgeschütz. Ah, ja. Ah, von dieser Seite kommen sie. Das müsste man mir mal sagen. Und... Jetzt dich, bitte. Wir nützen alles, was wir haben. Da kommen sie! Ja, ich verschaffe uns die schon, Affe. Ihr habt da die Bombe gelegt, nicht ich. Habe ich was Cooles? Ich nehme mal das hier nochmal. Sie lassen einfach nicht nach. Ja, Nach weiteren Shuttles Ausschau halten. was hast du glaubt, Liara? Ha? Dass die einfach sagen werden, ja, wir kommen halt immer wieder. Holla. Ah, das Waffenupgrade war gute Idee. Das war sehr, sehr gutes Idee. Ah, Liara. Jetzt hätte ich fast auf die Liara geschossen. Aber die Waffe ist so geil. Also, ehrlich gesagt. Warte mal, hierher. Die und die zwei Waffen. Mehr brauche ich nicht mehr, glaube ich. Brauche aber Munition. Shepard, schalten Sie das Ding aus. Wow. Wer ist jetzt am Anus? Sie schon wieder. Wow. Liara, mach mich jetzt nicht fertig. Ja, wir müssen schauen, wir müssen unbedingt die Mannschaft auch noch herrichten. Weil der letzte große Kampf wird... Ja, der letzte große Kampf. Und ich hoffe, dass ich es schaffe, dass Shepard überlebt. Ich wünsche es mir. Ich weiß nur, dass die Waffe scheiße ist. Warte ein bisschen. Commander, die Firewall ist unten. Ich bin drin. Bei den Geistern.
Cerberus hat den Auslöser gehackt. Sie wird detonieren. Entschärfen. Keine Zeit! Ich muss den Auslöser von der Bombe trennen. Jetzt! Braucht Deckung. Lieutenant! Sieg. Um jeden Preis. Commander, ich empfange Funksprüche von den kroganischen Truppen auf dem Planeten. Sie erledigen anscheinend gerade die restlichen Cerberus-Truppen. Zum Glück musste ich die Kroganer nicht über dieses Überraschungspaket informieren. Sind Sie sicher rausgekommen? Es klang so, als wäre es da unten ziemlich übel gewesen. Die Turianer haben schwere Verluste erlitten, Joker. Der Sohn des Primarchen war auch darunter. Verstanden, Commander. Joker, Ende. Er hat nie gezögert. Was er vorher auch war. Dafür wird man sich an ihn erinnern. Was werden die Turianer davon halten, Garrus? Schwer zu sagen. Im Krieg werden Opfer erwartet. Er hat viel für uns getan, aber wir sind schwer zufriedenzustellen. Man lebt für die Sache. Gesellschaft und der Zug gehen vor. All das wird erwartet. Er hat getan, was er tun musste. Ja, das hat er. Gute Arbeit auf Tuchanka, Commander. Die Entschärfung der Bombe hat einen turianisch-kroganischen Krieg verhindert. Wir können uns eine derartige Spaltung zurzeit nicht leisten. Joker sagt, die Kroganer bergen die Bombe. Sie sind eingerückt und lehnen jede Hilfe von turianischen Bergungstrupps ab. Verständlich. Die Situation ist im Moment sehr anfällig. Mit Rex und dem Primarchen an Bord der Normandy sitzen sie auf einem Pulverfass. Das Bündnis zwischen den beiden ist nicht gefestigt. Bewahren Sie den Frieden, Commander. Das ist ein Befehl. Jawohl, Sir. Beckett Ende. Ein weiterer galaktischer Krieg mit den Kroganern ist unmöglich. War die Genophage nicht genug? Mussten sie auch noch eine Bombe legen? Die Entscheidung wurde vor Hunderten von Jahren gefällt. Es hat sich viel verändert. Nicht genug, um uns von der Bombe zu erzählen, Feigling! Hey! Die Vergangenheit darf uns nicht zerreißen. Nur zusammen haben wir eine Chance. Primarch, Sie hatten eine Bombe auf Tuchanka. Und Rex, Sie hätten anstelle der Turianer genau dasselbe gemacht. Shepard! Es ist vorbei. Sein eigener Sohn starb, als er es wieder gut machen wollte. Bitte, Commander. Es ist schon in Ordnung. Ja, gut, Shepard. Sie haben recht. Wir müssen uns auf stärkere Feinde vorbereiten. Genau. Ich verstehe Ihre Vorbehalte, Commander. Aber hoffentlich verstehen Sie nun auch die Geheimhaltung. Ich hasse Geheimnisse und Politiker, Primarch. Ihr Sohn musste sterben, um das wieder gut zu machen. Ja, Sie haben recht, Commander. Es war ein Fehler, Ihnen nicht zu trauen. Das sehe ich jetzt ein.
Mein Sohn, er starb mit dem Respekt seiner Männer. Dafür möchte ich Ihnen danken. Sein Opfer wird in der Chronik des 9. Zuges aufgeführt werden. Und darauf wäre jeder Vater stolz. Ja, Sir. Boah, das wird noch ein Theater werden. Bist du deppert. Wow. Also wie du siehst, es ist noch ein beschwerlich langer Scheißweg. Das wird noch lustig. Wir sind aber noch lange nicht fertig. Noch lange nicht. In der nächsten Aufnahme oder in der nächsten Episode Techlabor, also hier müssen wir ja durch. In der nächsten Episode werden wir ganz speziell weitermachen. Wir werden uns nochmal nach Tuchanka begeben. Ja, in der nächsten Aufnahme ab nach Tuchanka. Zeige ich dir. Und dann werden wir die Genophage heilen. Bis zum nächsten Mal. Baba!